Wir starten mit folgenden Themen. Nikolas und Lars natürlich. Schwester Eva. Eva Benedetati-Tattoo. Festspiele der Stars. Ein kurzes Statement zu Showtime of My Life. Und ab die Post. Oh, Leute, ich brauche noch eine Melodie für Breaking Trash. Breaking Trash. Na, Martin wird es nicht kennen, aber Andi kennt es auf alle Fälle. Und damit herzlich willkommen zu Breaking Trash 54. Martin vertritt noch einmal unsere liebe Tessa. Da könnt ihr ruhig mal ein paar gute Besserungswünsche dalassen hier an dieser Stelle direkt mal. So, Lena, geht gleich los, ja, mit meinem Lieblingsthema hier heute. Ja, dein Lieblingsthema. Wir hatten ja vergangenes Jahr schon über die Trennung von unserem Liebsten oder von Tessa und meinem liebsten Pärchen gesprochen. Du hast dich natürlich darüber gefreut. Ja, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten aber auch damals schon gesagt, Leute, beruhigt euch, die kommen zu 1000% wieder zusammen. Und am Sonntag kam das Statement, meine ich, von Nikolas. Sie sind wieder back together. Sie haben nochmal ausführlich gesprochen. Sie haben sich wohl auch externe Hilfe geholt. Es klang so ein bisschen nach Paartherapie. Und könnten jetzt nicht glücklicher sein. Ja, also ich muss da ja drüber nicht urteilen, ne? Aber was ich ein bisschen eigenartig finde, ich habe mitbekommen, Nikolas ist ja irgendwie gerade ausgezogen oder das war die letzten Wochen noch in Planung. Wurde das jetzt durchgezogen, ist so ein bisschen die Frage für mich. Ich fand auch, also ich habe schon irgendwie was in der Story entdeckt, wo ich dachte, okay, es könnte das sein, dass die wieder zusammen sind, weil er hat gesagt, ich muss mal den ganzen Kleiderschrank hier durchsortieren, der ist total müllig. Und da dachte ich, hey, du bist gerade ausgezogen, wie kann dein Kleiderschrank unsortiert sein? Und es hat es schon so ein bisschen verraten für mich. Ja, gut. Ob die 2 Monate Pause jetzt was gebracht haben, werden wir sehen. Das wird halt auch nichts mehr an deiner Meinung zu Lars ändern. Ja, aber die muss ich ja auch nicht... Na doch, vielleicht kannst du es hier nochmal kurz sagen, denn du hast es zwar im Podcast erwähnt, aber was genau stört dich denn jetzt eigentlich an unserem süßen Lars? Ich muss sagen, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber ich glaube, es ist die Kombination aus Nikolas und Lars, weil ich finde, Nikolas hat bei Prinz Charming bewiesen, dass er so ein herzensguter Mensch ist. Ich habe halt das Gefühl, Lars besitzt irgendwie keine Ernsthaftigkeit und kann Nikolas gar nicht das zurückgeben, was er ihm gibt. So hatte ich immer das Gefühl, was ich mitbekommen habe und so, weil Nikolas so ganz doll drin gesteckt hat in der Beziehung. Ja, wir werden sehen. Wir freuen uns. Ich denke, auch die Mehrheit unserer Followerschaft wird sich freuen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du Dominik auf deiner Seite hast. Dominik von den Schwestern. Ab zum nächsten Thema. Das ist jetzt mein Lieblingsthema von dir. Ich würde es nur kurz anreißen. Free Eva. Schwester Eva ist raus aus dem Knast. Und kannst du es mir mal kurz ein bisschen aufknödeln, weil ich sehe dort wirklich nicht mehr durch. Meiner Meinung nach ist die erst letztes Jahr ins Gefängnis gekommen. Jetzt steht aber überall nach über einem Jahr Haft. Und ich denke so, die war da jetzt nicht schon ein Jahr in Haft? Naja, also ich glaube, sie war jetzt 1 Jahr und 2 Wochen in Haft. Ich würde behaupten, die ist irgendwie so 12. Januar oder so letztes Jahr in Haft gekommen. Wurde halt 2017 verurteilt zu 2,5 Jahren eigentlich, was ja relativ schnell ist. Ihr wurden zusätzlich zu der einjährigen Haftstrafe jetzt noch, ich glaube, 8 Monate Untersuchungshaft angerechnet, die sie vorher abgesessen hat. Also nicht abgesessen, die sitzt man ja nicht ab, die sie durchstehen musste. Sie musste ja das erste halbe Jahr alleine die Zeit im Knast verbringen. Ab August durfte sie dann mit ihrer Tochter in Mutter-Kind-Haft, was ja wahrscheinlich schon mal eine wesentliche Verbesserung ist, wenn du weißt, dein Kind ist nicht draußen alleine ohne dich. Und ich bin immer noch relativ überrascht, dass das jetzt so schnell vorbeiging. Muss ja mit guter Führung gelaufen sein. Und dann habe ich noch eine Frage. Gut, sie ist jetzt wieder draußen. Halleluja. Gab es eigentlich irgendwie dort Ärzte in dem Gefängnis oder irgendwie Schönheitsdocs? Für mich sieht sie komplett anders aus. Hier ist ja so viel gemacht. Wann ist das passiert? Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden.
Na, ich habe das so ein bisschen beobachtet. Sie war zwischendurch, sie war ja im offenen Vollzug und hatte zwischendurch immer Ausgang. Und da habe ich schon gedacht, jede Story, die hier dazu kommt, da sieht die doller aus. Da muss ich doch mal irgendwas abbauen oder so. Auch Botox lässt irgendwann mal nach. Nee, das ist ja das blühende Leben, was da aus dem Knast stolziert kommt. Die kommt ja aus dem Knast und sieht ja besser aus als vorher. Ja, ist wirklich so. Ich habe noch eine kleine Vermutung oder eine kleine Angst, was ich irgendwie so im Gesamten gar nicht verstehe. Sie ist ja erst zu spät in offenen Vollzug gekommen, wegen, nicht schlechter Führung, sondern weil es hieß immer, sie kann nicht in Mutter-Kind-Knast, weil sie ist nicht berechenbar. Die können sie nicht abschätzen als Person. Und dann frage ich mich, 3 Monate Mutter-Kind-Knast und dann frei? Also gab es da eine kleine Zahlung, die da stattgefunden hat? Oder vielleicht hat das neue Album so viele Einnahmen gemacht. Wer weiß. Wir wissen es nicht, Martin. Ja. Was wir allerdings wissen ist, wer aus dem Sommerhaus jetzt schwanger ist. Eva, ich kann den Nachnamen einfach nicht aussprechen. Tatütata. Eva Bennett Tatütata und ihr lieber Chris sind schwanger. Und an dieser Stelle, wir möchten uns wirklich nicht als Orakel bezeichnen, aber Tessa und ich, wir haben es im November gesagt. Wir haben im November gesagt, Leute, die ist zu 1000% schwanger. Nein, okay, wir wussten es ja nicht, dass es zu 1000% ist, aber wir haben gesagt, wir haben im Gefühl, dass da auf jeden Fall was heranwächst. Und sie hat es auch am Wochenende bekannt gegeben. Ich meine, auch an einem Sonntag. Und ich fand es ganz schlimm. Die hat einen Song dazu gemacht, wie sie irgendwie singt. Und dann auch... und das damit veröffentlicht, ne? Habe ich das richtig mitbekommen? Und das damit veröffentlicht. Aber trotzdem an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch rausgefunden, die wollen jetzt sogar gleich in ein Haus ziehen. Das heißt, es läuft ja richtig bei denen. Da wird jetzt eine richtige Family draus. Ja, und der verlobt sind sie auch schon. Und ich wette mit dir, noch bevor das Kind kommt, wird auch noch geheiratet. Wahrscheinlich bei RTL. Stimmt. Wie sollte es anders sein? Dann würde ich mal kurz zu Showtime of My Life kommen. Wir hatten darüber schon ein bisschen berichtet. Stars, sowohl männlich als auch weiblich, ziehen sich aus, um uns zu Hause auf dem Sofa die Hemmung zu nehmen, uns vom Arzt auszuziehen, denn es geht um die Krebsvorsorge. So, ja, ich hatte schon eine kurze Story dazu gemacht. Ich habe das echt am Montag eigentlich eingeschalten, weil ich so dachte, ach, so ein bisschen cringe und bestimmt irgendwie ein bisschen was zu lachen. Und dann war ich komplett into it bei der Frauensendung. Ist eine super Show. Also klar, es gibt geteilte Meinung, aber das, was sie erreichen wollen, nämlich für das Thema Sensibilisieren, funktioniert auf alle Fälle. Ich habe zuerst mal meine Ellis angerufen. Hier, wann wart ihr das letzte Mal? Papa, wann hast du das letzte Mal die Prostata gecheckt? Der wollte am liebsten auflegen. Und auch innerhalb der Show bei den, ich sage jetzt mal, mitwirkenden Kandidaten, also Kandidaten sind es ja noch nicht mal, in der Show eine Teilnehmerin, Nadine Angerer, ehemalige Nationalfußballspielerin. Auch sie wurde so sensibilisiert durch die Dreharbeiten, dass sie ihre Frau zur Vorsorge geschickt hat. Und man kann jetzt sagen, man kann es jetzt sehen, wie man will, leider oder eben zum Glück wurde tatsächlich bei ihrer Frau Brustkrebs festgestellt. Sie wurde noch vor dem großen Finale operiert, noch nicht mal eine Woche vorher. Und dann sieht man in der Show ja am Ende, es wird eine Choreo einstudiert, die dann präsentiert wird. Und da saß die Frau schon wieder. Mittwoch wurde sie operiert, Montag war die große Show. Und also treffender kann es ja eine Sendung nicht rüberbringen, wenn es sogar in diesem Inner Circle der Show schon so passiert. Bei den Herren war es ja genauso. Genau, also, ich habe mir dann noch die Männershow angeguckt, genau. Und unser heißgeliebter Jochen Schropp, wirklich, das ist ein Engel für mich. Liebt den richtig doll. Ja, total. Die hatten dort auch einen Arzt da und der hat gesagt, naja, ich würde jetzt hier mal direkt untersuchen, einfach auch, um den Zuschauern zu Hause zu zeigen, dass es wirklich nur ein Akt ist von 3 Minuten. Und Jochen Schropp wurde danach zur Seite gezogen und hat gesagt, naja, kommen Sie bitte noch mal vorbei für einen Bluttest. Wir haben hier ein paar Ablagerungen gefunden. Alles gut im Nachhinein, aber krass auf alle Fälle. Es ist super krass, krass. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch die Show bitte an. Und ansonsten ist hier an der Stelle einfach nur zu sagen, denkt an eure Krebsvorsorge, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Denn alles, was man früher kennen kann, erhöht die Heilungschance um 40-60%. So. Hast du schön gesagt. Du hast noch ein Thema für mich, hast du gesagt.
Ja, ich finde, da muss hier drüber gesprochen werden. Wir haben es irgendwie in der Planung nicht ganz berücksichtigt, aber es ist jemand von uns gegangen. Sagt dir das schon was? Ja. Ja, also wir müssen es nicht groß ausbauen, aber Karin Ritter ist tot. Also ich finde, die gehört irgendwie im Ganzen dazu. Ich find das so krass, weil Tessa und ich haben vor 3 Wochen, glaube ich, erst noch habe ich das noch rausgehauen, oh, hier Anzeige ist raus, ja, liebe Grüße an Karin Ritter. Und jetzt ist sie halt gestorben. Mit 66 Jahren? Fängt bei ihr das Leben nicht mehr an. Ja, stimmt. Über die Familie brauchen wir überhaupt nichts sagen. Wir brauchen wirklich da ist gar keinen Diskussionsbedarf. Aber trotzdem, die Sprüche, es kennt sie jeder. Es ist einfach auf eine Art unterhaltsam. Wenn man das richtig einordnet, kann man da, finde ich, auch mal drüber lachen. Es wird jetzt keine neuen Memes und keine neuen lustigen Videos mehr über sie geben, was vielleicht irgendwie schade ist, aber vielleicht werden die ganzen alten noch mal hochgeholt. Ich fand krass, dass sie über 25 Jahre von Stern TV begleitet wurden. Das ist ja einfach mal lange. Und deswegen finde ich, kann man es auch mal kurz erwähnen. Und wir wissen ja alle, wie die einzuordnen sind. Ich habe jetzt noch einen kleinen Wochenendtipp für euch, beziehungsweise startet er schon heute. Steinigt mich jetzt nicht, auf jeden Fall Sat.1 oder ProSieben, die Festspiele der Stars. Lisha und Lou nehmen dort teil. Dieses Mal gibt es 3 Ausgaben, also diesen Freitag, nächsten Freitag und übernächsten Freitag. Eigentlich sind alle Trash-TV-Stars dort am Stissel. Also ihr werdet niemanden vermissen. Wie das dort alles abläuft, ob die Spiele dort wirklich lustig sind und da Sinn ergeben, wissen wir nie. Auf jeden Fall schalten Martin und ich mal rein und gucken uns das an. So, das war's schon. Gestern kam unser Video zur letzten Bachelor-Folge raus. Falls ihr da noch nie reingeguckt habt, klickt da nochmal rein. Und am Mittwoch natürlich auch das Finale der Couple Challenge. Also wenn ihr jetzt fürs Wochenende noch nichts vorhabt, guckt euch auf jeden Fall die Videos an. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als seid so, wie ihr bleibt. Küsse gehen raus. Tüdelü. Ich würde noch sagen, man findet euch natürlich auch noch als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Denn ich lade ja jede Woche alle Folgen für euch nochmal auf die ganzen Podcast-Portale hoch. Oh Gott, ist das wir haben einen richtigen Hänger heute. Da war es ja fast eine Liste. Guckt dort auf jeden Fall mal durch. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als seid so, wie ihr bleibt. Habt ein schönes Wochenende. Küsse. Tüdelü. Tschüss. So war das doch ein schönes Ende.